Und weiter geht's mit der Suche nach unseren restlichen Items, Leute. Denn im letzten Part haben wir eigentlich nur den magischen Krug, die Peitsche und den Greifhaken bekommen. Natürlich auch noch die Mogma-Handschuhe geschenkt bekommen von dem kleinen... Ich habe schon nicht den Namen vergessen. Scheiße, egal was soll's. Trotzdem fehlen uns noch ganz viele, zum Beispiel der Bogen, den wir sicher dringend brauchen könnten. Die Bombentasche, die wissen wir, wo sie liegt. Die Schleuder wissen wir auch. Die restlichen Items sind uns noch ein Rätsel. Der Käfer könnte vielleicht auch noch von Nutzen sein. Das Netz eher weniger. Natürlich brauchen wir noch Schild und Schwert. Vor allem das Schwert wäre wichtig. Tja, und was uns im letzten Part auch noch gelungen ist, ist nämlich diesen Weg hier wieder frei zu... Ja, man könnte eigentlich sagen, frei zu bomben. Und ich vermute, dass die Schleuder hier oben ist. Da wir auf der Karte sehen, dass hier oben die Streuschleuder wäre. Und soviel ich weiß, bringt uns doch dieser Pfad genau hier hoch. Ich bin mir allerdings nicht mehr ganz so sicher. Wenn ich wirklich Pech habe, dann landen wir von Füßen des Gegners und das wäre scheiße. Aber das Risiko muss ich eingehen. Okay. Was macht denn der da? Oh, wie ist das heiß? Aber Schätze dieser Welt liegen vor mir. Okay, seltsamer Typ ist da. Nö, da ist niemand. Sehr gut. Auf der Karte schauen, wo bin ich jetzt? Oh, bin zu weit oben. Scheiße. Okay, da kann ich einfach runtersegeln, glaube ich, und dann da holen. Hoffe ich zumindest. Ja, klar, Dekokerne, Mann. Ich habe doch gar keine Schleuder dabei. Egal. Zum Glück habe ich die Feuerohrringe dabei. Uff, die ganzen Ungeheuer sind plötzlich von hier verschwunden. Irgendwas muss da passiert sein. Ja. Hier kommen wir jetzt da durch, da wäre die... Ups. Da wäre ja die... Uah. Nee, ich kann mir gar... Ich wollte eigentlich sagen, da wir die Feuerohrringe haben, können wir uns hier im heißen Gebiet aufhalten, aber... Kommt ihr auf mich zu? Natürlich kommt ihr auf mich zu. Uah. Ups, wahrscheinlich fast in die Lava gehupst. Aber trotzdem ist hier alles versperrt, das heißt, ich komme hier doch trotzdem nicht durch. Mann, was willst du? Lass mich in Ruhe. Versteck mich hier. Du siehst mich nicht gut. Das heißt, die Schleuder und nach die Bombentasche muss ich anders bekommen. Gut, die Bombentasche sowieso, aber die Schleuder hat mir noch ein paar Hoffnungen gemacht. Okay, hinten durch, dann bin ich hier. Ist das wirklich eine gute Idee? Nein, ich weiß ja nicht. Ach, ich weiß nicht, Freund. Eigentlich wollte ich da hinuntersegeln, aber das geht jetzt irgendwie nicht. Das ist alles zugemauert. Ich könnte zwar da hochgehen, aber das dauert bestimmt zu lange. Und ich versuche diesen Weg. Bestimmt kürzer. Die Frage ist nur, ob er auch sicherer ist. Der kann halt zum Glück ausweichen. Mann, ey. Ja klar, Mann! Komm her. So. Ist vielleicht nicht gerade so allzu praktisch, aber es geht auch mit dem Greifhaken. Man muss halt nur den Willen dazu haben. Das garantiert alles voller Gegner. Oder? So mal ein bisschen näher ran. Was sagt es? Ah, so komme ich da runter. Alles klar. Ist das nicht bewacht oder hier oder so hier? Nö, sieht ziemlich friedlich aus. Hä? Wieso denn das? Natürlich, ausgerechnet hier, wo es früher mal nur von Boglins gewimmert hat, hat es keine mehr und unten, wo es früher keine hatte, da sind sie überall. Ist das unlogisch? Kann ich hier eingraben? Nö. Nur Dekokerne, was? Wieso überhaupt? Wieso brauche ich so viele? Hat es da ein paar Gegner? Ich sehe... Ja, da hat es ein paar, okay. Bringt so nichts, ich muss da erst runter. Was eine Scholle, wo ich drauf springen kann. Ah, da wird es ja schaffen, sehr schön. Ja. Das war zu erwarten. Natürlich kann Link nicht so weit springen. So, jetzt schafft es gefälligst, oder? Nö, jetzt schafft es garantiert nicht mehr. Oh, aber da unten. Oh, ich meine, ich muss da rüber, oder? Für die Schleuder muss ich da rüber. Oder? Nö. Wozu ist denn dieser Weg da gut? Ich habe hier gar nichts mehr. Was zum... Irgendwie erinnert es mich ja ein bisschen an den Erdtempel, aber irgendwie auch wieder nicht. Was zum Henker? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oder ist das der Ort, wo der Feuerdrache lebt? Ups,
Sorry, ich bin ein bisschen zu früh, ich gehe wieder. Ciao. Okay, offenbar sind wir hier in die Residenz des Feuerdrachens gelangt. Schätze ich mal, weil sonst... Obwohl, es wurde gar nicht angezeigt, hä? Was ist das für ein Ort? Also der Erdtempel ist garantiert nicht. Das alte Großheiligtum auch nicht. Was soll es denn sonst sein? Scholle, würdest du bitte mal kommen? Jawohl, ich stehe jetzt garantiert nur runter, deshalb sind noch diese fliegenden Dinger hier. Die Ananasviecher! Wieso sage ich eigentlich da Ananasviecher? Egal, ist eine meiner nicht zu durchschauenden Logiksprüche. Oh. Bomben, Bomben, kann nicht runter, scheiße, scheiße. Kannst du mal runter, du dämliche Scholle? Bitte, halt mein Gewicht aus, bitte. Wird sonst übel. Ja. Klappt das so, wie es sollte? Es klappt so, wie es sollte. Ist doch super dupi. Nur, klappt das auch so, wie ich es gerne hätte? Die Bomben darüber werfen, das geht doch gar nicht. Das ist doch viel zu weit. Okay, die versinkt da plötzlich, wieso auch immer. Nee, aber es geht nicht anders. Ich habe den Käfer nicht, soll heißen, ich muss das Teil irgendwie darüber werfen. Und einfach auf die Scholle, da kann schon die nächste. Auf die Scholle warten, das Teil dann rüberrollen. Plan B. So ist das Teil schnell. Nur es ist langsam, Mann! So klappt das auch nicht. Drüber springen und dann werfen, ne? Plan B. Ja, weil so, seht ihr, geht nix. Die explodiert sofort. Also, Plan B, kurz abwarten. Jetzt muss es klappen! Komm schon! Ich muss dann noch rüber! Nein! Hey! Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Das Teil stürzt genau dahin, wo ich stand. Mann! Ja, Leute, manchmal gibt es Situationen, in denen haben wir dermaßen was ein Pech, das gibt's kein zweites Mal. Ja, okay, jetzt habe ich die Schleuder. Sehr schön. Wie komme ich jetzt in die Bombe? Die Bombentasche. Hat hinten noch was? Nö. Tja, soweit haben wir hier unten alles. Fehlt wirklich nur noch... Ups. Gleich näher ranzoomen. Ich muss da zurück, dann da hoch und dann irgendwie... so eine Scheiße fabrizieren. Dann muss ich da vielleicht von unten wieder hoch, weil sonst sind da lauter Gegner. Obwohl, ich kann mich ja vorbeischleichen. Ich habe schon gesagt, hier unten geht's nicht weiter. Nö. Alles viel zu heiß, hey. Ohne Scheiß. Alles zu heiß. Kann ich da vielleicht noch was wegbomben? Das war doch ursprünglich so. Okay, jetzt offenbar nicht mehr. Natürlich auch nicht übel. Versuche mal so zurückzuziehen. Bin gespannt, wie lange das gut geht. Vermutlich mal, bis ich zu schwer werde. Gott sei Dank ist Link nicht so schwer wie ich. Gut, das ist halt nicht so groß wie ich. Weil sonst bezweifle, dass die so viel Gewicht tragen könnten. Voll daneben, sehr schön. Ja, Leute, irgendwie vermisse ich ja das alte Anvisieren aus den guten alten anderen Spielen. Ocarina of Time, Twilight Princess und so weiter und so fort. Ja, jetzt mal kurz schauen, wo ist das Vieh? Ja, hab ich mir fast gedacht. Ja, ja, ja. So hinten noch Bomben oder sowas, damit ich das... Oh. Oh! Bin ich wirklich falsch? Muss ich da einen anderen Weg gehen? Nö, oder? Was machst du da hinten? Hallo? Würdest du dich bitte mal schleichen? Mann, Alter, hau mal ab! Du siehst mich eh nicht, du bist blind. Ist vielleicht eine Blindschleiche. Normalerweise würde mich doch jede Person hier hinten erblicken. Jetzt sag mir nicht, dass der einfach da stehen bleibt. Oh oh. Doch falscher Weg. Das will ich jetzt mal ausprobieren, hey. Kann doch wohl nicht wahr sein. Und tschüss. Geh mal hoch. Kein Durchkommen. Wie lange hält das? Hält nicht allzu lange. Scheiße.
Ja, aber soweit klappt das. Der jetzt hinter mir, sieht er mich nicht mehr und ich kann warten, bis der andere vorbeikommt, den abknallen. Oh, die Vogelstatue. Nee, abspeichern will ich jetzt noch nicht. Komm, ich warte, bis du vorbeikommst. Musst du irgendwie durch, dann schießt du den da oben ab und so müsste eigentlich alles funktionieren. Wow, du kommst mir zu nah. Ich habe Berührungsängste. Na, wagst du es? Er wagt es. Und tschüss. Gut, das sieht mich irgendwie nicht. Obwohl, kann ich da durchgraben? Nö, irgendwie klappt das nicht. Scheiße. Da oben durch. Nee, bringt auch nichts. Vielleicht kann ich den wirklich so verwirren und dann vorbeischleichen. Versuchen wir es mal. Ja, so klappt es irgendwie. Ich frage mich nicht, wieso das funktioniert, aber es klappt. Oh. So, wo geht's jetzt durch? Ist wieder so ein ekliger Bandwurmvieh? Nee. Gott sei Dank ist hier keins. Gut. Mal kurz schauen, geht's hier unten auch noch weiter? Beziehungsweise zurück. Mit Z kann ich doch nachschauen, wa? Genau, mit Z war's. Weg mit dir. Nicht zu nahe. Wow, okay. Mach halt einen Umweg, sonst werde ich noch getroffen. Und das wäre dann weniger schön. Sieht's aus? Ja, perfekt. Und somit ist auch die Bombentasche endlich unser. Die Bombentasche wieder. Krach, boom. Endlich kannst du wieder alles in die Luft jagen. Okay, nur 9 Bomben drin, wieso auch immer. Ah, mit dem komme ich hier raus. Auch nicht übel. Und du kommst weg. Bin eingesackt und tschüss. Hat mich gefreut. Das kann ich auch noch wegsprengen. Boom. Hat's da noch etwas? Nö. Just for fun oder was? Egal. Da hinten noch nachschauen. Ne, da hat sicher nichts mehr Wichtiges. Verdammt nochmal, wo sind unsere restlichen Items? Na klar, völlig falscher Ort. Zentrieren! Mann! Zentrieren, hey. Manchmal klappt's und manchmal nicht. Okay, jetzt habe ich die Bombentasche, damit können wir zum Vulkangipfel. Ja, übrigens. Apropos Vulkangipfel, mir fällt gerade was auf. Wieso ist Gilliam noch nicht hier gewesen? Weil der wäre vermutlich der Erste, dem die Boglins berichten würden, dass sie mich gefangen haben, damit er uns endlich vernichten könnte und ja. Irgendwie machen sie es nicht. Verwirrung? Allerdings. Hier geht es irgendwie nicht mehr weiter. Muss ja nicht unbedingt sein. Die meisten Items haben wir jetzt zurückbekommen. Ja, wie viel noch? Hallo? Mann, ey, war ein richtiges Dekolager. Krass, ey. Na. So, mit dem labern wir jetzt den Spaß. Ist doch gar nicht noch zu weit, zu nahe dran. Jo. Das war's. Ja, genau so gehen wir in diesen Viechern um. Du bleibst mir fern, hey. Guck mal, hinter dir. Oh, das wird ein hässlicher Tod. Das wird ein hässlicher Tod. Und dann zockt mir ihn auch noch ab, hey. Also das ist richtig fies, wa? Tja, aber so bin ich. Sondern vor allem bin ich immer fies. Mal kurz überlegen. Hier ist nichts Neues mehr dazugekommen. Sehr schön. Also wieder zurück. Oh. Wir haben zum Glück noch 8 Bomben. Das müsste eigentlich reichen. Hier noch ein paar Feuerfledermäuse. Sind mir gerade ziemlich egal. Ey! Bleibt weg von mir, Mann! Mann, sind die anhänglich! Gut, sehr schön. Was soll da hoch? Muss ich das überhaupt? Ist das Master Schwert wirklich da oben? Ach, das wäre jetzt echt fies, ey. Mal schnell die wegspringen. Wow, weg hier! Wo sollte unsere restliche Ausrüstung sonst sein? Wieso ruckelt das jetzt gerade?
Ah, jetzt geht's wieder. Vermutlich, weil gerade die Bombe gerade den Felsen weggesprengt hat und irgendwie hat es nicht schnell genug aktualisiert. Da ist die ganze Lava und so. Gut, ich komme zwar da runter, aber es bringt dir nichts. Jetzt kein Items mehr, also zu Vulkangipfel. Vermutlich ist das auch der Grund, warum wir noch unsere Feuerohrringe haben. Und die uns eben nicht abgenommen wurden. So, wie sieht's aus? Sieht ziemlich mies aus. Alter, Scheiße. Das Master-Schwert! Wieso ist das hier oben? Kapier ich nicht. Egal, Fei, wir haben dich wieder! Yes, Mann! Du hast das wahre Master-Schwert wieder! Nun kannst du die Bockblins Enderzurechtstutzen wieder mit Fei sprechen. Ja, der einzige Nachteil. Und die Schwertscheide haben wir auch wieder. Vielen Dank, Gebieter. Bitte entschuldige, dass ich nicht bei dir sein konnte, Gebieter. Ich habe dort hinten rechts eine starke Präsenz gespürt. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 60%, dass sich dabei um den Drachen handelt, der eine Stimme des Handys behütet. Ich empfehle, deine restliche Ausrüstung einzusammeln und dich dann auf die Suche nach dem Drachen zu begeben. Ja, die Frage ist bloß, wo ist die? Wo ist restliche Ausrüstung? Hallo? Immerhin haben wir da eine Waffe, mit der wir uns wehren können. Ja, da hinten soll... Ja, aber... Kapier ich nicht. Wieso konnten wir dann unten... ja, da, im unteren Gebiet auch noch rein? Was ist schon wieder... Ah, man sieht sie doch nicht. Scheiße. Ihr wisst schon, was ich meine. Da unten war doch auch so eine Art wie Tempel, könnte man fast sagen, wo ich das Gefühl hatte. Da müsste der Feuerdrache sein. Boah, ey, unser Himmelhieb ist sowas von krass, ey. Der kommt einfach überall durch. Na? Nee. Das war zu weit. Egal, gehen wir hier weiter. Hier geht's aber nicht weiter. Ah! Alles klar. Bitte, bitte, lass unsere restliche Ausrüstung da drin sein. Ne Fee. Ja, ist auch nicht übel. Ich hab doch keine Flasche, Mensch. Kommst du mal runter? Das kann ich die mit dem Greifhaken ziehen. Das ging ja in Skyward Sword auch noch. Skyward Sword Twilight Princess meine ich. Ich verwechsel schon die Spiele. Kann ich da hoch? Nö. Bombis. Ich brauche euch. Oh. Geht überhaupt so hoch? Nee. Wow. Das ist ein bisschen zu heikel. Da muss ich rennen. Hey, wie soll das sonst funktionieren? Oh, na klar. Ich war doch weit genug weg. Ja, gut, mal kurz überlegen. Was hat's denn hier noch? Eine Truhe, lass mich raten. 20 Rubine. Oh. Noch schlimmer, ein Fünfer. Ja, ein Warenfund. Schön wär's. Okay, damit wäre das alles sehr schön. Und wie komme ich jetzt hier durch? Greifhaken, hier musst du irgendwie rüber. Greifi, ich sehe aber nichts. So, immerhin haben wir jetzt mal die Fee eingesammelt. Was ist das da hinten vielleicht? Zoom bitte. Ja, das könnte noch sein, oder? Damit wir hier hindurchkommen. Ja. Geht sonst nicht anders. Es muss so sein, wie ich es sage. Sonst geht das nicht. So, dann gehe ich mal schnell noch das Artefakt der Göttin da. Oh, da muss ich noch rüber rennen. Verdammt! Na, na, na. Jetzt aber! Boah. Das sieht aus, als würde ich das Teil glatt halbieren. Also funktioniert denn jetzt der andere? Und schnell rüber! Boah, das war auch verdammt knapp, ey. Gut, da drin ist also der Feuerdrache. Heißt für uns, ich muss da rüber. Irgendwie. Link, bitte spring da rüber. Bitte, bitte, bitte! Ja. Na, endlich mal klappt das. Ja, das ist ja etwas, was man bei Link nie so genau wissen kann. Okay, braucht die Früchte? Wozu überhaupt? Oh. Frage beantwortet. Damit ich da rüberkomme. Augenhöhe. Aufgespießt. Hat sich auch gar noch gleich enthäutet. Sehr schön. Wow.
Kommt her, scheiß Viecher, kommt her. Ich hab Fledermäuse. Seht ihr mich nicht? Hallo? Geht doch! Oh, den vollen Himmelhieb kassiert. Tschüss. So, jetzt reicht's mir. Auf zum Übril! Wow, wie schnell die plötzlich platzen, hey! Dank dem wahren Masterschwert haben die überhaupt keine Chance mehr. Ein bisschen Geld einsammeln. Denn das, Freunde, haben wir uns jetzt wirklich verdient, hey. Verdammt nochmal, war das eine Prozedur? Sonst noch was? Sehr schön. Bomben. Ja. Kann ich gut gebrauchen. Noch ein paar auffüllen. Komm schon. Mehr. Immer mehr Bomben. Ich will alles in die Luft sprengen hier. Aber ist echt krass, wie sie aussieht, oder? Komm ich da hoch? Und dann könnte ich sonst den Weg noch frei bomben. Oh. Nee. Ich könnte es zwar anders versuchen. Und zwar genau so. Kommt da auch noch hoch? Ja, ist ja perfekt, hey. Ich frage mich zwar gerade, wozu das gut sein soll, weil ich mir nicht denken kann, dass sie nochmal zurückkommen, aber haben sie immer mal gemacht, oder? So, und jetzt endlich ist es soweit. Unsere restlichen Items! Von der Zeit her passt es auch perfekto. Du hast die Abenteuertasche wieder, nun sieh nur, deine restlich vermissten Items sind auch dabei. Ja, ist doch genial, hey. Haben wir jetzt wirklich alles wieder? Falsche Taste. Wie immer. Ja, sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Na, sowas ist eigentlich mal ein Glücksfall. Minus, nicht C. Hallo? Was, C klappt ja nicht. Wollte schon sagen. So. Wieder kompletto, Leute. Ups. Ich muss hier... Ach so, deshalb, ja. Wir mussten das Teil doch wegbomben, genau deswegen. Ja, damit wir hier wieder rauskommen. Und jetzt ab zum Feuerdrachen. Dann holen wir uns das Lied und im nächsten Part geht's dann auch schon. Na, wohin? Ganz genau, zurück zu Narisha. Dem Himmelstrottel. Nee, nicht ganz, aber fast. Die sind auch alle weg. Aber im nächsten Part könnt ihr auch gleich noch die Items einsammeln. Also die Items, die nicht Items. Die Schatzkisten, die ich durch die Artefakt der Göttin aktiviert habe. Egal. Jetzt zum Feuerdrachen. Eldin. Ja. Ein paar Elefantenstatuen. Ist auch nicht übel. Wo bist du? Ach, meine Güte, mal das Spielchen. Wieso denn bloß? Ich meine, jetzt wissen wir, wie das Ganze funktioniert. Da gibt es doch gar keinen Sinn, wieso jetzt alles wieder aktiviert werden muss. Das kostet doch nur unnötig Zeit. Oder will der Feuerdrache eben wirklich nur so selten Besuch empfangen? Tja, wenn es so ist, dann hat er es sicher geschafft. Was sagt die Karte? Vulkangipfel, ja. Da vorne muss er sein. Hallo, hier bin ich. Ich bin Link. Ich suche den Feuerdrachen Eldin. Wo steckst du? Alter, scheiß, der lebt in der Lava. Ich vergebe es soll wieder. Oh, schon zu spät. Okay, will der kämpfen? Hoho, ein Mensch schafft es, dieses heiße Land zu durchqueren. Sieh an, sieh an. Ja, da bist du erstaunt, wa? Wie der aussieht. Na klar, dich nur Haare brennen. Das heilige Symbol auf deiner Hand. Vor langer Zeit hat mir die Göttin eine Weise anvertraut. Und du bist derjenige, für den ich sie gehütet habe. Hä? Ein Waisenkind? So sei es, Menschenkind. Höre meine Stimme des Heldenlieds. Ach so, in dem sind Weise. Wie die zucken, ey. Man mit aussieht. Ich hab's kapiert! Du hast eine Stimme des Heldenlieds erlernt, die dritte mittlerweile. Fehlt nur noch die von Narisha. Der Ausbruch des Vulkans war das Werk meines Zorns und du bist hineingeraten.
Wieso warst du bitte schön zornig? Verzeih mir, schon bald werden sich Erde und Himmel in ein freundliches Licht befärben. Jetzt kannst du aufbrechen. Ja. Stimmt, das kennen wir eigentlich, oder? Wir haben soweit alles erledigt, also... Let's go! Ah, es ist bereits soweit. Alles sieht wieder freundlicher aus. Wir sind automatisch hierhin teleportiert worden. Sind dort bereits wieder die ersten Gegner. Gebieter, ich habe dir das zu berichten, wie immer. Die Eruption des Vulkans ist zu Ende. Es ist nun möglich, wieder zurück ins Wolkenmeer zu reisen. Sehr gut, Gebieter. Du hast nun 3 Stimmenzellen erlernt. Um die einzelnen Stimmen richtig zusammenzufügen und die letzte Stimme zu halten, besuchen nun den großen Himmelsgeist Narisha. Das werden wir auch tun, Leute. Mal kurz nachschauen. Wie sieht es denn jetzt aus? Okay. Wir haben doch 3 Fetzen, wa? Und nur Narisha kann es richtig zusammenfügen, wie es scheint. Ja, sonst ist doch alles picobello. Gegner, das sind insofern hier auch keine mehr. Ich dachte, ich hätte hier unten noch welche gesehen. Hey, ich habe doch hier ein paar Schatten gesehen. Okay, offenbar doch nicht. Oh, dafür sind die wieder da. Tschüss, tschüss, tschüss und hey! Wer hat denn auf mich zu schlagen? Du Sadist, hey. Was soll's, was soll's? Ah. Genau, das wollte ich noch nachsehen, Freunde. Kann man da jetzt wieder runter? Da hat es doch hin. Was war denn das überhaupt? Was ist das hier für ein... Ja, will man sagen, Sanktuarium? Das nehme ich jetzt auch wirklich mal runter. Okay, ja, ich weiß. Komm schon, komm schon. Geht doch. Nicht weiterrollen, nicht weiterrollen. Du bist doch... Mann! Autsch. Okay, muss weiter zurück sein. Oh, Schmetterlinge. Das mache ich gleich noch. Obwohl es vermutlich nicht allzu viel bringen wird. Nee, bringt das so nichts. Oh. Ich verschwende hier nur meine Bomben. Was eigentlich schade ist. Ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. Komm schon, hoch mit dir. Ganz hoch. Ja, perfekt. Geht doch. Was zum Henker ist es da hinten? Hallo? Oh. Endlich ist das Teil explodiert. Was ist jetzt das hier? Was soll das sein? Just for fun. Ach so, eine Fee, okay. Aber doch, es scheint nur just for fun. Dann kriegen irgendeinen Tempel hier, einen Tempelabschnitt, wie auch immer. Und dann einfach dachte, ja, da können wir ja mal was hineinbauen, oder? Da kommt sicher so ein Trottel wie ich gerade und versucht da sich den Weg frei zu bomben und verletzt sich noch ein paar Mal. Ist doch cool. Ja. Ganz verdammt cool. Hier noch kurz die Lyra gezückt. Und ein Schickerstein. Na Alter, hast du noch was für mich? Ich bitte um was man brauchen kann. Ja, das könnte man eigentlich noch brauchen. Ja, Schattenkristall, von denen hast du eh zu wenig. Wie wahr? Obwohl, zu wenig stimmt auch nicht. 11 Stück immerhin. Ja, was kann ich jetzt eigentlich noch machen? Gut, ich kann jetzt zurück ins Wolkenmeer. Hey, das ist doch die Idee, Leute. Jetzt holen wir uns die Kristallkugel für den Wahrsager. Und dadurch gleichzeitig noch 5 Juwelen der Güter, will ich hoffen. Oh, das kann ich wieder... Doch, klappt doch, oder? Natürlich klappt's. Glück gehabt, sind die wieder da? Ja, sind wir da. Boah! Moment, einer ist noch hinter mir. Hau endlich am Mensch! Und tschüss. Ja. So schnell geht das mit dem wahren Masterschwert, haben sie überhaupt keine Chance mehr. Gut. War ja auch alles soweit in Ordnung. Gehe ich mal hier hoch. Hangel mich da entlang. Hoffentlich klappt das. Jo. Oh, sorry Leute, mir stoßt gerade irgendwas auf. Keine Ahnung, was es ist, aber es muss aufhören. Untersuchen. Du hast einen Kristall gefunden, der dem des Wahrsagers ähnelt. Er scheint sich als Kristallkugel verwenden zu lassen. Boah, ist so ein riesiges Teil, ey. Ja, ruf mal den lieben, kleinen, nervigen Trappo. Ich rufe ihn, du, und zwar so, dass nur er mich hören kann.
Pferdefrei, ihr habt mich gerufen, dass ihr soll euch abtransportieren. Hey, du Wunderwicht, du machst es immer wieder leicht, wenn ich alles schleppen muss, Pa. Fei, kannst du dem Teil bitte mal Manieren beibringen? Wieso lässt es überhaupt zu, dass er mich so beleidigen kann? Ich finde das voll unfair. Egal. Ich frage, was er zurück ist und die Kristalle... Ja, abgewürgt. Gott sei Dank. Zurück ins Wolkenmeer, Leute. Möchtest du wirklich gehen? Ja, das möchte ich. Dann kann ich auch gleich noch schauen, ob ich auf dem Weg zurück zum Wolkenhort ein paar Schatztruhen öffnen kann. Obwohl, es kann eigentlich nur eine sein. Wir haben ja seit der Suche nach den Stimmen der 3 Drachen bisher nur 2 Artefakte der Göttinnen geholt. Eins war in der Sturmwolke und... ja, was ist das andere? Oh, sind beide hier drüben? Beide auf der gleichen Insel. Okay. Also zurück zum Wolkenhort. Wir haben es geschafft. Wir sind voll cool. Turbo-Tempo. Alter, sind wir schnell. Zu schnell. Uah. Das geht eine Bruchlandung. Nein, zum Glück doch nicht. So, wo ist jetzt Trappo abgeblieben? Ist der noch irgendwo im Himmel? Ja, wir sind ihn los. Nee, leider doch nicht. Oh, ich habe schon wieder vergessen, wo der Wahrsager war. Wo war der jetzt? Tüftler, Wahrsager, so, da oben. Zu oberst wohnt der Wahrsager. Und die Ausdauer ist wieder mal low. Das finde ich aber gar nicht super, nein. Hier oben war's, oder? Nö, falsch. Hä? Achso, ich dachte gerade, es wäre ein Artefakt gewesen. Mann, hey, was ich für Ideen habe. Hier wohnt er doch, genau, hier war's. Was ist jetzt passiert? Ah, es passiert automatisch. Vermutlich, weil Trappo nicht sonst Häuser betreten könnte oder was. Die Lieferung ist da, ein schöner glänzender Kristall, bitte sehr. Und wieder kaputt. Ruf mich jederzeit wieder, wenn es etwas zu transportieren gibt. Die Fährte frei, fliege ich bis ans Ende der Welt. Ja, für sie schon, für mich nicht. Obwohl mir fällt gerade noch was ein, da auf dem Kürbisfeld, oder? Bei der Kürbisbar gibt es noch was zu holen. Aber egal. Das ist doch, dieser Kristall ist genauso an wie mein Alter. Oh. Oh, und ich spüre deine Güte, junger Freund. Nun kann ich endlich wieder in die Zukunft sehen. Besuch mich doch im Bazar, wenn du eine Hilfe dort in Anspruch nehmen möchtest. Ich werde dir natürlich einen Sonderpreis machen. Danke, Mann, du komischer Frauenmann-Typi. Schwelender Güter. Da frage ich mich doch glatt, wie viel ich jetzt eigentlich brauche. Ja, jetzt sitzt gerade. Oh. Er braucht noch etwa 13 Stück, bevor er das nächste Mal zum Morsego gehen kann. Weil der wollte ja 70 Stück haben. Oh. Tja, jetzt ist die Frage, was mache ich im nächsten Part? Ich denke mal, ich gehe kurz im Bazar vorbei. Und werde mich dann noch ein bisschen erleichtern. Und nein, nicht im klassischen Sinne erleichtern, sondern insofern erleichtern, dass ich ein paar Items im Itemlager abgebe. Kurz gucken, was könnte ich denn abgeben? Eine Flasche vorig? Nö, das nicht. Genau die Rubinmedaille, die brauchen wir eh nicht mehr. Ich muss jetzt aber Terry noch ein Herzteil für 1600 Rubine kaufen, aber das mache ich ja sonst ohne das Teil da. Sonst kann ich eben noch bei der Roulette-Insel vorbeigehen. Da kriegt man eigentlich auch noch relativ schnell Geld, habe ich gemerkt. Ich habe zwar noch nie den Jackpot von 10 durch geschafft, aber hey. Was soll's. Hey, ja, ich werde immer schöner, ja. Wieso 10 Ringe? Nein, 5 Ringe sind sie, die einfach immer mit 2 multipliziert werden, sowas. Ich rede mich immer wieder am Kopf und Kragen. So, ins Itemlager damit. Ja, Mann! Geht doch. Die Lebenskraftmedaillen, die werden wir schon bald benötigen. Pack ich mal hier. Tu bitte, was ich sage. Geht doch. Dann die Teile hier, Schatzmedaille, Medizinmedaille, du. Ja, noch soweit alles schön, wa? Obwohl, das kann ich hier noch ein bisschen auffüllen. Mann! Oh. Ja, die Steuerung mal wieder. Typischer Vorführeffekt. Oh Mann, Vorführeffekt. Den soll ich lieber nicht zu laut ins Wohl nehmen. Ja, das war ja doch die Geschichte da mit dem Spielfehler und dem Donnerdrach. Ach genau, die Dekotasche war es, die müssen wir noch upgraden. Das versuche ich jetzt noch schnell. Ja, weil da mit der
Spielfehler zum Aktivieren und so. Da klappt ja leider nicht so, wie es sollte. Ich weiß immer noch nicht, wieso. Hey Mann, wie geht's mit dem Trappo? Hast du Arbeit für mich? Oh ja. Das sind die Items, die ich wieder verbessern kann. Natürlich nur ein einziges. Und es klappt genau. Blauvogel wieder genug, ja. Ich schätze mal, das ist das letzte Item, das wir noch updaten können. Jawohl, vergiss nicht, Mann. Sie kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Kein Problem. Na dann, ich leg mal los. Ja, leg mal Hand an. Und wie man machte das super schnell und ohne uns überhaupt das Item abzunehmen. Da ist ein richtiger Magier, hey. Da ist der David Copperfield und direkt dagegen. 30 weitere, hey. Bei Wolkenvogel, du hast gar kein Item mehr, das verbessern könnte. Tja, das ist aber schade. Nö, also ich find's cool. Natürlich finde ich es eher schade, weil er damit kein Geld mehr verdient, aber wir wollen das Spiel ja komplett haben. Von daher ist das alles absolut genial. Wieder zurück damit, ich brauche Deku-Kerne gar nicht mehr. Wäre früher vielleicht mal besser gewesen. Hier, Großbombentasche, nur 15 mehr, hey. Ist auch ein bisschen Wucher, wa? Dann Köcher, ja, und ich schätze mal, wir haben soweit alles, Freunde. Aber wir wissen ja, dass uns noch... Ja, was fehlt uns eigentlich noch? Eine Medaille fehlt uns noch, das weiß ich. Das ist ja die bei Terry auch noch. Ja, aber sonst, schätze ich, haben wir jetzt ziemlich alles. Außer, und das wissen wir noch nicht, was die Anzahl der Flaschen betrifft. Obwohl, doch, das wissen wir. Ich habe es mal offscreen im Internet recherchiert. Es gibt insgesamt 5 Flaschen. So viel will ich jetzt schon mal verraten. Ich weiß allerdings nicht, wo die letzte ist. Aber die müsste ich, hieß es, wenn ich fleißig genug suche, müsste ich die auch irgendwo noch finden. Von daher passt alles perfekt. Wo bin ich jetzt überhaupt? Also. Lululu. Wir gehen. Zwar nicht mehr in diesem Part, aber wir gehen bald zu Narisha. Tja, Freunde, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir haben doch noch einiges geschafft, sind alle Items zurück. Der Part ging ein bisschen länger. Ach du Scheiß, 12 Minuten länger als geplant, aber hey, für euch mache ich mir die Mühe. Sonst können noch was? Sidequests so aktivieren? Nö, im Moment nicht. Aber es muss doch noch einige geben. Hey, ich meine, ich kann doch so viele Plätze frei für die Juwelen der Güter. Ich brauche immerhin 70 Stück und ich glaube, es gibt insgesamt 90, glaube ich. 100? Ne, ich weiß gar nicht mehr. Ja, wir sehen es ja dann. Jedenfalls 70, da weiß ich, da gibt es das nächste Update. Was es gibt, weiß ich allerdings auch nicht. Aber es kann eigentlich nur Geld sein, weil wir haben schon die riesige Geldbörse. Ja, seht ihr, sie wird Platz für bis zu 5900 Rubine. Man braucht nur noch die 3 zusätzlichen Geldbörsen. Und größer geht's wohl kaum noch. Von daher ist alles picobello. Dann speichere ich ja schnell ab und im nächsten Part geht's weiter. Und dann gehen wir zu Narisha und wer weiß, vielleicht finden wir auch schon im nächsten Part das Triforce. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao zusammen.